Eine Skulptur wurde entdeckt. Ja, und damit hoppla, Huldri die Waldfee. Wie kann das denn passieren? Willkommen zurück hier zu Hyrule Warriors im Legendenmodus. Ja, richtig gehört, wir sind jetzt hier dabei. Und zwar habe ich das schon länger angekündigt, dass ich den Legendenmodus nicht einfach so offscreen abhandeln möchte. Sprich, die restlichen Herzteile, Herzcontainer und natürlich auch Skulpturas. Nicht einfach so nur für mich selber irgendwie sammeln möchte, sondern auch natürlich auch das Ganze noch zeigen möchte. Genau. Deswegen ist das endlich mal der erste Part dazu. Ein paar Dinge sind bereits aufgenommen, ein paar Schlachten und ich werde auch ein paar Dinge dazu sagen. Sprich, es sollte eigentlich so aussehen, dass die erste Skulptur und auch jeweils Herzcontainer ist eigentlich nichts Besonderes. Auch mit dem jeweiligen Charakter muss man halt eine bestimmte Festung einnehmen oder halt 1000 Gegner platt machen. Und dann kriegt man Herzcontainer beziehungsweise gesagt die erste Skulptur. Die zweite hingegen ist ein bisschen spezieller, ihr merkt es auch jetzt gerade, ich bin noch ein bisschen schnell hin und her und so, wa? Ja, man merkt es relativ gut, dass da jetzt zum Beispiel auch Irren ersetzt. Die meisten davon, die meisten Schlachten habe ich noch in, sag ich mal, in Anfangszeiten aufgenommen, also so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich ein Let's Play schon etwa in Part 30 bis 40 rum waren, also ja. Noch so eine Zeit, wo ich glaube ein bisschen verpeilt war, wie ich gerade merke. Alter, was ist das gerade? Egal. Es soll darum gehen, dass ich heute ein bisschen zeige, was da Spezielles dran ist und so. Man sieht gerade hier mit links, da haben wir gerade die zweite Skulptur geholt in dieser Schlacht. Das heißt die erste Schlacht überhaupt. Was hier speziell daran ist, also nicht besonders, man muss einfach dafür sorgen, dass die Strategie von Zelda aufgeht. Also sprich, immer sobald sie das sagt, oh nein, das ist gut oder das ist nicht gut, wir müssen da oder dorthin, und nein, oh nein, oder beziehungsweise halt, oh nein, der und der darf uns nicht aufhalten, wir müssen halt den und den besiegen. So ungefähr können wir das machen und dann erscheint die zweite Skulptur beim Schloss selbst zu. Und sonst halt Link mit Einhänder, der muss auch noch sein, ja, das war es aber auch schon ziemlich für Link jetzt hier mal, zumindest was die Skulptur betrifft. Wir müssen noch hier die Westklippenfestung erobern, damit auch er noch, mal ganz kurz gucken, das war Herzcontainer, ne, war der Herzteil, genau. War das Herzteil. Und Special! Das war eher Magic Power, aber egal. Ja, so nochmal das Ganze, der es jetzt kommt, und vor allem es wird etwa 3 bis 4 Parts sicher beanspruchen. Ich meine, klar, Herzcontainer und erste Skulptur, die kann man relativ schnell zusammensuchen, beziehungsweise zusammenschneiden und zeigen, ne? Das geht relativ flott. Aber die als zweite Skulptur, die ist teilweise echt übel, braucht viel Vorbereitungszeit. Teilweise sogar muss man irgendwie am Anfang einer Mission etwas vorbereiten, nach am Schluss der ganzen Mission irgendwie abschließen. Das Ganze halt irgendwie zusammenschneiden und dann hübsch verpacken und so natürlich. Deswegen wird es wohl etwa 3 bis 4 Parts doch noch beanspruchen, bis das Ganze hier durch ist. Das Herzteil für Link. Sollen wir ganz kurz gucken. Herzcontainer war auch gerade hier draußen unter einem Felsen. Genau, in diesem Felsen, dort ist das der Herzcontainer für Link. Lalalala. So, mach schon platt. Dankeschön, geht doch. Und Tschüssikowski. Wieso nicht gleich so? Und unser verdienter Herzcontainer. Tja, damit wäre zwar Mission 1 abgeschlossen, aber natürlich die zweite Mission, sprich der Sheikah-Krieger, die muss noch weitergehen. Nach hier waren natürlich noch Skulpturas, nicht wahr? Das war die dort erscheinen, das war sogar die erste, sprich einfach wie gewohnt halt 1000 Gegner platt machen. Und dann erscheint die halt irgendwo in diesem Ort hier. Wo ist die jetzt? Ich höre sie ja. Man höre. Und da ist sie auch schon. Die erste Skulptur. Natürlich gibt es mit ihm noch viel mehr. Zweite Skulptur zwar nicht, die wollen wir nachher mit Impa, aber es gibt noch ein Herzteil für Link. Das Herzteil, das war auch ein bisschen mühselig, ich erinnere mich. Wir müssen nämlich erst ein bisschen alles erobern hier.
Weil das Herzteil selbst ist rechts oben, ne? Seht ihr rechts oben an der Minimap. Nach dort rechts oben hat sie einen roten Punkt mit Nord-, Süd- und Westtor. Ist alles verschlossen. Das müssen wir erobern und dort drin ist das gesuchte Herzteil. Das kann leider ein bisschen dauern, bis wir dort sind. Ich glaube, ich habe sogar so gemacht, dass ich das Kümmel sogar zusammengeschnitten habe. Sprich, den ganzen Weg bis dorthin, sprich, bis alles da irgendwie befreit wäre, also sprich aufgemacht wäre, dann müssen wir das Ganze erst irgendwie entlocken, nicht wahr? Das habe ich, glaube ich, innen auch noch zusammengeschnitten, und weil sonst dauert es echt ewig. Hey. Hoppla, hol dir die Waldfee! Jo, jo, link hat's drauf, hey, brauchen ein paar Exelfoss-Handschuhe. Ja, Stufe 32. Wie gesagt, es ist eine Weile her. Also, jetzt ist alles ein bisschen zusammen und so. Und ich glaube, erst bei etwa im 3. oder 4. Part sind wir auf dem aktuellen Stand des Let's Plays wieder. Also, wir jetzt echt erst den Legendmodus zu Ende machen, bevor die anderen Parts des Abenteuermodus kommen. So wie ich schätze, es wird 2 Tage Zeit geben. Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen holen in der Birne. Zumindest was das betraf. Sonst geht er natürlich auch. Ja, wie gesagt, vermutlich der Abschluss der Game-Modus, diese 3 bis 4 Parts, vermutlich alle 2 Tage bloß. Das Ganze dann noch fertig aufzunehmen, zusammenzuschneiden, nachzukommentieren, das dauert halt doch noch. Und andere Let's Plays müssen ja auch noch, dürfen natürlich auch nicht pausieren. Deswegen... Ja, Mann! Ich bin der besiegten Tunnelmeister, Link, bzw. Michael. Warte das endlich mal, du weißt, wo der ist. Du warst schon mal hier. Ich habe es einfach allen irgendwie aufhalten lassen und die gar keinen Bock hatte, irgendwie durch das zu tun, was das eigentlich Missionsziel war. So, jetzt gehe ich langsam mal. Ja, okay, wir haben den richtigen Weg. Wobei, in der richtigen Ring war da der Tunnelmeister ganz rechts. Sprich einfach zwischen diesem Gang zwischen... Ja, wie sage ich das jetzt? Hatte dort halt 2 rote Räume, sage ich jetzt mal, oder? 2 rote Gebiete. Genau, jetzt kommt direkt mal zum einen. Und dazwischen, zwischen dem oberen und unteren, da müsste der Tunnelmeister gewesen sein. Immer wenn ich jetzt mal in den Tunnel drin, das hatte schon mal was, wa? Tunnelmeister im Tunnel. Wäre ja eigentlich logisch. Ja, jetzt fängst du in die Höhle offen, toll. Jetzt könnte ich einmal da zurückgehen, aber nö, natürlich, als Michael denkt mir, oh nö, ich mache den Tunnelmeister noch platt, weil vielleicht brauche ich das hier für Herzteil. Quatsch mit Soße, warte gar nichts. Ich bräuchte es nicht, aber sowieso schon platt. Schon krass, ey, Stufe 32 reicht dafür. Ich glaube, ich habe die Mission noch auf normal gemacht, noch nicht auf schwer, weil schwer muss man ja eigentlich jetzt 2 Skulpturas holen. Egal, so. Zurück, Mann, Mission erfolgreich, cool. Tunnelmeister wurde platt gemacht. Sehr schön, sehr schön. Das Hintertor des Tunnels ist offen, ist mir gerade egal, wo das Hintertor auf ist. Die Hintertürchen. Mich interessiert mehr die Kristallhöhle. Alter, Epona, ey. Das Viech hat so krasse Kombinationen drauf, man muss die Tasten in der richtigen Reihenfolge und so alles schön variieren. Sonst dreht ja Epona komplett durch. Und da endlich das Herzteil für Link. Und, na komm schon Link, komm schon. Wir haben doch so lange drauf. Ja, jetzt bin ich noch rüber. Ja, jetzt. Meine Güte. Und weiter geht's zu Impa. Bumsti Bumsmann! Ja, mit Impa gibt es ja auch 2 Dinge zu tun. Einerseits mal Herzcontainer für sie und auch die zweite Skulptur muss mit ihr und dem Großschwert erledigt werden. Soll für uns heißen, für die zweite Skulptur ist wichtig, dass man Pyrrhoma besiegt. Aber man darf keine einzige Kraftlinie verlieren. Und Sheik muss am Leben bleiben die ganze Zeit. Wenn das alles klappt, dann erscheint die zweite Skulptur. Wo die schon noch war, das kommt auch nicht mehr auswendig, weil glaube ich irgendwo oben war. Ja, da erinnere ich mich wieder.
Dann diesem ganz oben, wo man ja halt noch den Endhaken braucht. Genau. Lasst den Kram in Ruhe. Und da fliegen sie weg. Legt sich wieder. Ja, toll. Wow, Hilfe. Was will denn der hier? Das Ziel soll da übrigens noch sein von jetzt diesen Parts und so, nicht wahr? Dass man halt pro Part irgendwie einen bestimmten Radius, sag ich jetzt mal, einen bestimmten Abschnitt des Legendenmodus abschließt. Der Herzcontainer. Sprich, Part 1 soll, also sagen wir mal Part 1, oder der erste Teil des Legendenmodus, Abschlusses soll den Prolog beinhalten, der zweite Teil sollte alle Abschnitte bezüglich Ocarina of Time, Skyward Sword und Twilight Princess beinhalten. Der dritte Teil dann Epilog und der vierte muss man gucken, ob ich da Ganondorf noch mit reinnehmen oder direkt halt sonst ein Schluss des, der Legende, weil mit Ganondorf gibt es noch viel zu tun. Und gut, der kann immer alles miteinander machen. Weil der macht ja sowohl Herz als auch Herzcontainer, als auch Erst- und Zweites Cthulhu, macht er ja alles gemeinsam. Der Typ ist so krass, Mann. So, endlich kommt sie mal. Der Pyrum hat es platt gemacht, die Kalminen sind auch am Ort und Stelle, wo sie hingehören. Und auch Sheik ist noch am Leben, also ist auch die Skulltula erschienen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich da in der Vergangenheit vorgegangen bin, ob ich da jetzt irgendwie verpeilt war und dachte, hey, ich sehe sie gar nicht, oder wo ist sie denn überhaupt? Ja, da bist du richtig, Ja, ich muss doch mal verpeilt. Da dachte ich mir so, hey, wo ist sie denn? Hey, ich sehe doch das Netz und so. Mensch, Michael, Enterhaken ausrüsten und Fanghaken von mir aus und dann da hoch. Kannst dich hochziehen. Ja, ich hab's geschnallt. Lieber spät als nie. Und da ist es Skulltula. Und der Shiga-Krieger ist damit auch abgeschlossen. Die Zauberin des Waldes. Ja, Mann, Link-Action. Ganz ehrlich, denn um hier die zweite Skulltula zu kriegen, muss man Link spielen mit dem Zauberstab. Oder halt Feuerstab, wie auch immer. Ist natürlich immer von Version zu Version unterschiedlich. Hier war es so, man muss die Energie von Gohma halbieren, bevor der Dekobaum in Gefahr ist. Und Sheik und Impa müssen am Leben bleiben. Dann klappt das, dann kann man hier noch eine Rubine absahen, okay. Und erscheint auch schon hier die Skulltula. Wo war die gleich? Ich glaube, ich war nicht so gepeilt hier. Ich glaube, ich habe es direkt gefunden. Man hört es ja. Man höre. Na, wir haben hier oben. Ja, wieder mit Enterhaken, okay. Hochziehen und die Skulti abholen. Dankeschön, liebe Skulti. Und das Herzteil mit Impa relativ einfach den Nordplatz erobern und schon gehört das Herzteil und beziehungsweise natürlich ihr. Wow, Hilfe! Wobei sogar im Magic Mode, ey. Die können nicht mehr aufhalten, die Gitter sind zu schwach dazu. Die mit ihrer Wasserpower, ey. Und wie versprochen bereits das Herz. Ja, das ist sehr spannend. Michael, willst du bitte mal, das kostet alles Zeit. Hallo. Ach, hört natürlich. Nee. Vergangenheits-Ich sind so übel, die hören natürlich nie auf einen. Jetzt bitte endlich mal, Dankeschön. Meine Fresse. Ja, wie bereits gesagt, das Herzteil am Nordplatz. Der Herzcontainer mit Sheik, ganz einfach hinter einem Stein versteckt. Der ist ja ungefähr dort unten, genau, man sieht es auf der Karte rechts oben. Und dann im Felsen beim Südostbaum. Kommen wir auch schon zur letzten Mission im Prolog, die Zauberin des Tales. Sieh an! Link der Held, lass dich anschauen.
Was? Link! Hm. 2. Ah, ich verstehe. Umso besser. Komm heraus, meine Kreatur! Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Tja, wir sind hier gerade mit Sheik unterwegs. Und da kommt auch schon der. Es ist mein Handler! Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, denn unsere Mission ist hier, die Ruinenspitze erobern, damit wir das Herzteil für Sheik erhalten. Na komm schon, zack, 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 und... Na! Der nervt, der nervt. Ja nein, das Hauptquartier, keine Sorge, Lana. Wir kommen gleich zurück. Gleich nach der Pause. Nein, natürlich nicht. Das Hauptquartier darf nicht fallen, wird's auch nicht. Alter, ey, Sheik. Sheik ist zwar schnell, aber irgendwie trotzdem so schwach. Gut, mir fehlt natürlich eine Stufe 2 Waffe. Die soll man irgendwie im Legendenmodus kriegen. War nicht im Abenteuermodus, ne, da kriegen wir nur eine Stufe 3 Waffe. Stufe 2 muss man irgendwie hier kriegen, aber ich glaube bis jetzt immer nicht gefunden, wo die sein soll. Das ist mir gerade ein Rätsel. Ich habe es mir bereits schon 1000-mal in den Kommentaren geschrieben, aber man kennt mich ja. Ein kurzer Gedächtnis lässt grüßen. Zuerst mal hier. Das wohlverdiente Herzteil. Kommen wir zu Lana und ihrem Herzcontainer. Der ist relativ einfach zu finden, denn, ja, hier, unter dem Felsen westlich der Westruine. Ja, wenn es nur alles immer so schnell gehen würde. Kommen wir nun zum Abschluss des Partes, der etwa über 8 Minuten in Anspruch nehmen wird, weil es geht darum, Link mit Einhänder, mit der zweiten Skulltula, wir müssen Volga innerhalb von 3 Minuten platt machen, das ist das erste Kriterium, nachher geht es natürlich gleich weiter. Die Volga ist nicht so stark von uns hier auf, ja, obwohl es bereits natürlich schwer und ich bin nur auf Stufe 34, man merkt es direkt da unten, also direkt relativ viele Punkte bekommen. Also macht schon gut was her, der Kumpel. Stufe 30 geht. Wir waren es nur ganz normale Typen. Grossmann und... Na, noch kein Level A. Moment, das müsste gleich kommen. Der Move war geil. Volga platt gemacht, innerhalb von 3 Minuten. Das war geil. Tja, aber jetzt müssen wir warten, Freunde. Und natürlich gleich ein bisschen schneiden, weil jetzt geht's um Manhandler. So leise müssen wir warten, bis Manhandler mal auftaucht. Sprich, wir müssen herausfinden, wo er sich befindet. Jedoch nicht er selbst, sondern wir müssen natürlich seine Originalen, also sprich natürlich, weil man ihn am ersten Mal platt macht, dann teilt er sich ja auf. Ja. Wir müssen herausfinden, wo steckt er überhaupt, wo ist der echte Manhandler und dann erst taucht die Skulltula auf. Natürlich erst, wenn man halt Volga zu Beginn innerhalb von 3 Minuten platt gemacht hat. Wenn man das nicht gemacht hat, ist das hier alles für die Katz. Könnt ihr alles vergessen. Irgendwann nochmal einen Checkpoint laden und so, weil... wäre sonst alles vergehende Mühe. Bei einem Vorteil hat sie trotz allem... Das geht immer so lange, ey. Kann immerhin hier noch ganz gut Materialien farmen. Ich habe das Gefühl, dass hier im Legend-Modus seltene Materialien wie zum Beispiel Ganzhauer oder König der Dongos Klauen etc. ja eigentlich nicht so selten sind. Gut, natürlich Ganzhauer schon, das sind ja Goldmaterialien. Aber die Klauen von König der Dongos sollen eigentlich nicht so selten sein, das ist bloß Silber. Aber trotzdem die kriegste... Abenteuermodus irgendwie trotz Materialbonus und Trankenalbum kommt so selten. Ja, jetzt zieht er sich halt zurück. Jetzt müssen wir halt den richtigen finden. Und dann müsste das Ganze, und zwar von Haupttoren der Ruine, müsste die zweite Skulltula dann erscheinen. Genau, und wird gesichtet. Oh nein, gut, dann ist direkt hinter uns. Den haben wir direkt relativ schnell platt gemacht. Ich renn natürlich erstmal weg, wieso auch immer. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ja, das sagst du gut.
So, Michael, ich werde jetzt trotzdem von langsam... Nein, du doch nicht, weil erstmal nicht. Kein Wunder haben die Parts, oder vor allem hat die Mission so lange gedauert, wenn ich immer so herumgetrüllt habe. Ey, ist jetzt scheißegal, ob ich die Westruine erobert habe und ich gehe doch einfach mal zum Alter. Naja. Also halt so, Vergangenheit sich und so, da, kannst du doch großartig motzen. Ja, tue ich auch. Okay. Das war Nummer 1, das war scheinbar die falsche, mal hoffen, weil sonst wäre der Part noch schnell vorbei schon. Wobei, 20 Minuten war gerade richtig. Und das war Nummer 2. Okay. Lala, umso besser. Lass mich raten, die richtige wird ungefähr die letzte sein, die ich erwische. Nein, ist am meisten so. Komm schon, Link, du musst jetzt rennen. Rennen und nicht pennen. Ja. So, bereits Nummer 3. Das Hauptquartier. Tschüss. Das wäre die 3, wahrscheinlich auch die falsche. Nö, war die richtige. Ja, geht doch, wusste es doch. Ich hab's ein Gespür, Freunde. So, jetzt haben wir die rausgelockt. Jetzt bin ich gerade überlegen, muss man dieses platt machen, bevor die... Ich muss direkt kommen. Rampage Mode, ja, als Kultur ist erschienen. So, jetzt aber weg, weil die bleibt nicht leider allzu lange. Deswegen gehen wir sie direkt mal suchen. Was aber gesagt von Haupttor der Ruine, wo die Tentakel uns den Weg versperrt haben. Naja, haben. Und damit auch schon, Freunde, hier ist die zweite Skulltula dieser Mission. Ich kann mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war es heute mal in diesem Part zu Hyrule Warriors, wie ich mal das Ganze mal so für den Abschluss Legendenmodus ungefähr vorstelle. Der Prolog ist abgeschlossen damit, sprich wir haben alle Herzen, alle Herzcontainer und Skulltulas gesammelt. In diesem Part geht es, wie bereits erwähnt, mit Twilight Princess 2 Missionen, Skyward Sword und Ocarina of Time jeweiligen 2 Missionen weiter. Auch da gibt es noch viel zu entdecken, viel freizuschalten und dann der Epilog, inklusive die Ganondorf-Story und das wahre Ende, das wird noch richtig schwierig werden, weil ich muss alles erst noch aufnehmen. Egal, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!